Marius. Ik dacht, ik gisteren dacht ik aan dat, zoviet als ik weet, op den schedule wat we hebben, is het de laatste move wat ik je schedule zijn hier met te delen. En van daar weer, dan wordt het in Tilsenburg zijn. So dat we me een beetje opvallend, because ik leef dat hier, wanneer ik hier kon aankomen. Ik kom hier laatst en ik kijk naar, om te oefenen, voor een meeting. En ik dacht, wat God weer te ons en wat hij ons gegeven had. En waar we dat vreemd wanneer ik hier aankomen. En so, toen dacht ik dus gisteren met Eva Wens, ik uitmerken dat te vinden. Wat mij ook van jou met te delen, heeft te doen met onnutzbaar of nutzbaar. Wenn wir noch mal erst was haben, wir sagen vielleicht, wenn uns das nicht geholfen hat, dann sagen wir, das hat mir nicht genützt. Und, oder wenn das viel geholfen hat, dann können wir sagen, das hat mir viel genützt. Und, was willst du sein über die? Bist du ein Unnutzbarer oder bist du nutzbarer? In Gott sein Reichtum. Und, wenn wir in der Bibel haben, wir haben nu verlieben gehen. Und das ist vielleicht mal ein Blatt in die Bibel. Und das ist Jeruts für Hebräer. Wenn ihr in Hebräer seid, dann seid ihr zu weit. Und mir hat diesen Brief zu lesen, was Paulus hat geschrieben, nur ein Mann beim Namen von Verlieben. Ich, Paulus, da im Christus Jesus sein Holven festgenommen sie, und Timotheus, ans Bruder, schrieb die Verlieben, ans lieber Bruder und Mitarbeiter. Und onze Schwester, Apphia, und Archippus, und Mitkämpfer, ons Mitkämpfer in diene Huisgemeinde. Mocht Gott ons Vater en Jesus Christus, ons Herr, je genoeg en vrede schenken. Ik dank mijn Gott jedes Mal, wanneer ik voor die bid, wels ik hier, wat du voor einen Glauben in den Herrn Jesus hast. En wo du alle Heilige bewiesen hast, dat du an Gott bist. Ik bid ook daarom, dat die Glaubensgemeinschaft met mij, dort werken mocht, dat du all dat Gode, wat wir in Christus Jesus haben, noch vollständiger kennenlernt. Wir haben dadurch viel Frieden und Trost gekregen, dat du andere so gut bist. Wels durch die, lieber Bruder, sind die Heilige ihre Horten gestärkt worden. Du wehen, wenn ich als dein Bruder in Christus driest genug sein kann, die zu sagen, was du tun sollst, wo ich wels ich die so viel regnen, lieber Bruder, lieber beten, wels ich all einmal der Ola Paulus sie, und nu noch im Christus Jesus sein Willen festgenommen sie. Ich habe die Worte Frauen für meinen Sehen Onesimus, da mein ihnen Sehen in Christus ward, während ich festgenommen sie. Da nützt die vorher nicht, aber es nu für uns beide ein Haupt geworden. Dann schickt ich drei, nu nehm die am ab, weil es dort ist so, als wenn ich mein ihnen Hort schicken würde. Ich würde am Jahren hier geholen haben, dort er mich in die Städte gedient hat. Nu dort ich wegen das Evangelium ansetzen muss. Aber ich will nicht ohne die Anwendung tun, dass die Gott tun nicht gedwungen wird, aber aus dienen freien Willen kommen. Vielleicht ist das, wo wir heute die eine Zeit lang wachkommen, dort die Arm auf einmal so Streik kriegen. Und nicht mehr als ein Sklav, aber als ein, der mehr als ein Sklav, nie als einen lieben Bruder. Besonders für mich, oder wo viel mehr für die, beides im Fleisch und im Herrn. Wenn du mich zu einem Partner holen lässt, dann nehm man so ab, als wenn du mich abnehmen würdest. Und wenn heute die irgendwo Schulden gemerkt hat, oder was schuldig ist, dann regen mir dort an.
Dit schreef ik Paulus met mijn ene hand, of met mijn ene hand. Ik wou dat betonen. Niet nog te zeggen dat du mij die zelfs schuldig bent. Bruder, doe mij dat om onze Herrn zijn holven te goed. Dat du mij om Christus zijn holven dat hart lichter merkst. Ik schreef die, wijls ik mij daarop verluten kon, dat du worst gehoorzaam zijn, en ik weet dat du meer doen worst als ik die zei. Dan ook nog merk voor mij een gaststuurheid. Ik reken du met dat die mij durch je gebeden waren hebben worden. Eppefres, mijn metgebangene in Christus Jezus bestelt die te gruisen. Zo ook Marcus, Aristarch, Demas en Lucas, mijn medarbeiter. Mocht ons Herrn Jezus Christus zijn genoeg met die hem geest zijn. Amen. Heb je mal gewundert, wat das Brief in de Bibel deed? Dat is maar een ganz Kuarta Breef. En ik heb al vaak even gelezen, en meestal dit smoel wonder ik, wat deed this Kuarta Breef in de Bibel, en wat dat zegt hij te ons als Christen. Dat this Brief, dat is, zoals we gelezen, dat is maar tussen 2 maanden. Wat heeft dat met die of met mij te doen? En dat is niet een vraag wat wie geloof ik kan raak beantwoorden. We weten dat de Bibel zegt is, dat de Bibel is geschreven, de ganze Bibel, voor onze geleer. En wanneer de ganze Bibel geschreven is voor onze geleer, dan is dit brief ook wichtig voor ons. En wens ik den even lezen, dat ik vroeg, wat gaan we van deze brief uitnemen, wat wordt te ons reden? En ik geloof, er zijn verschillende dingen, wat we worden kunnen eruit nemen. Eerstens, wanneer we met een kijken doen, wer in deze brief is. En wat er zo passieren deed en wat er geworden is. En dan geloof ik, hebben we een beetje een beeld zijn, waar we als Christen worden zullen einer met den anderen verhandelen. En wanneer er eerst wat opkomt, wat we worden zullen doen met de verschillende dingen, wat er passiert. Zo eerstens, du als Paulus, waar we van lezen. En we leren dat hij weer im Gefängnis. En doorheen im Gefängnis schrijft hij deze brief. En we weten ook dat hij kent Onesimus, den wat de sklu weer ook verliemen. De weet over den sklu. En wanneer we een beetje weten van wat God zijn gezegd zei van skluwen, en waar de Juden zullen die behandelen, Paulus, die we gehoorzaam nu dat gezegd nu. In 5. Mose, kapitel 23, dus heeft God dat gezegd, dat wanneer du een sklu weggerand van den zijn weet, en die nu aankomt, einer soll den Luten wohnen, wo er will. En den der leven niet schwer meer. En dat zei ik hier met Paulus. Somewhere in Paulus in reis, oder vielleicht ook wens hij im Gefängnis als je was, han hij en Onesimus han zich ergens wat getroffen. Wo Gott dat zo heeft gevierd, dat weet we niet. Maar dat zo gevierd is, dat weet we. Wegen Paulus zegt dus zo, dat Onesimus als zijn eigen zoon geworden, dat hij nu ook een Christ is. En tweitens, du hast de man Philemon, dat hij weer een man, waar du in zijn eigen heim, du kein Menschen taub, als een kerk. En we lezen door van wat Paulus van hem te zeggen heeft. Hij zegt dus eerstens, wils ik hier, wo du für einen Glauben in den Herrn Jesus hast, en wo du alle Helge bewiesen hast, dat du an Gott bist. So ich glaube, dat Philemon, dat wat zijn man was, der ist vielleicht Gott oje sein worden von den Menschen, wen hij als de andere Christen Gott. En ik glaube, du kan we ook al een beetje van uitnemen voor onszelf, zijn wie andere Christen Gott. Wo een andere kan van die of van mij zo'n brief schrijven, dat ik hier, dat die als zo'n geloven in Jezus, en dat anderen, die zijn gezegend door die. Ik wil daar verten, wat een andere, een van jullie, moet een brief schrijven van mij. Wat moet je te schrijven hebben? En daar denk ik verten aan. En wat moet een andere van die schrijven? Want hij moet een brief schrijven. En nog weer, we weten dat Philemon, der hoort een skloef, en vielleicht ook meer als bis ein.
En zu der Zeit, dat wir nicht jeden Gesetz ins Geloof te haben. Gott hat in dat Gesetz geschrieben, dat wenn du in Jüd ins Geloof hat, was du in Jüd wir, die können am nicht länger dein als 6 Jahre, dann soll er am frei sein. Aber wenn die dann noch länger will, dat die können, aber die wird, soll am lossaten, wenn 6 Jahre stark wird. En hier lesen wir über dat Onesimus, der ist wachgerannt von ihm. Onesimus, wir wissen, dass er ins Geloof wird, und dass er ist wachgerannt, und dass er vielleicht sein Wirt hat Arach getan. Und das sagt uns nicht ganz klar, dass er hat Arach getan, aber Paulus sagt so in der eine Vers, in der 18. Vers, und wann er die irgendwo Schulden gemerkt hat, oder was schuldig ist, dann regen wir dort an. Die glauben erst, dass die Onesimus hat vielleicht erst was genommen von seinem Wirt und auf Angst gehabt und als du wehen wachgerannt. Und wir wissen dort auch, dass durch Paulus seine Missionsarbeit und seine Predigung Onesimus ist nur Gott gekommen zum Glauben und hat ihm diese bedeutet im Gefängnis. Das, was wir wissen von ihm und Onesimus, sein Name meint nutzbarer. Und mir wird das interessant, wenn ich das lesen würde, und Paulus sagt so, in der wenn der Vers wieder, in der 14. Vers, wenn ich in der 14. Aber Paulus sagt so, zu Philemon, vorher nützt er die nicht. Onesimus hat Philemon nicht genützt. Aber vielleicht hast du eine Arbeit was, du hast nicht viel was tun. Und wo sind eigentlich die gesagt, wenn wir nur Arbeit fahren tun, oder alles, was wir tun? Sind wir eine große Halb zu unseren Arbeiter? Do wir am was nützen, oder sind wir ganz unnutzbar? Das ist eine Frage, die wir nicht fragen von diesem Brief. Wo do wir uns abstellen zu unseren Wirt? Wo do wir uns abstellen nur Gott? Gott als uns allmächtiger wird, was du alles erschaffen hast und was uns Leben gibt. Wo stellen wir uns ab zu dem, was wir uns sind? Und die Frage kann mal jeder einer von uns selbst beantworten. Und du nur, was wir würden sagen, haben wir vielleicht Dinge, was wir machen anstellen in uns Leben. Und wir wissen auch, dass Paulus Onesimus nicht will haben, ohne dass Philemon dort den freien Willen wir. Und Philemon, ich glaube ganz rein, was ihr gewundert haben, wo ist das Mensch, was mir als wachgerannt? Und wenn die haben erst was Schulden getan, die haben vielleicht was haben, die sollen an dort drei tun. Da habt ihr vielleicht wirklich gewundert. Und Paulus, das ist ein weiser Mann, der weiß das vielleicht gut, was da passiert ist. Und er sagt, nicht, dass er in Christ ist, schickt er am drei. Dadurch glaube ich, dass er da kann überrein mehr. Und wenn auf einmal Philemon will haben, dass Onesimus kann treiben, nur Paul und am diese bedeuten, das ist gut. Aber Paul will nicht haben, dass er sollte bleiben, ohne dass Philemon dort ganz weiten lässt. Wie kann es doch sein in diesem Brief, was diese passieren wird von Gerechtigkeit, von Dingen überrein mehr. Auch von, wo Christen würden sollen sich behandeln, einer zu den anderen. Wenn Paulus ein Christ, Philemon, wie weit noch wir, und nie als Onesimus, und du hast dich erst was fashion gewas, und dort soll nie überrein mehr. Und Paulus, der schickt am drei. Das hat zu tun mit einer Vergebung. Du nu wat Onesimus Philemon hat euch getan, wann wird, das wird ab zu arm sein, zum Onesimus zu Gott holen, und vergeben. Und das ist, wo Paulus geschrieben hat, dass er soll so abnehmen, als wenn er selbst nur am kam. Und nach einigen Mehr hat ein Teil zu sein von Leib, wo wir einer den anderen leben sollen.
Wenn Onesimus nicht wie Trägegun nu verlieben, aus dem Christ, was würde er han beleefd in zijn leven? Ik weet, midden jaren trouwens, ik voor een schaffendheid, de eerste arbeid wat ik had, ik liet me door in een zaal wat ik thuis wil gebruiken. En in die tijd wat ik die zaal gebruiken deed, werd de company, de fabriek, die ging unja en we werden alle afgelaagd. En maanden later, die ging ik hem talen en dan zag ik die zaal dus nog helemaal. En die zaal die had mijn wiet me niet gegeven, of ik had die nergens niet gekauft. Maar nu zag ik die zaal. En dat weer me er nog zei je in geweest, dat boort me immer wanneer ik die zaal designde. Weet dat we niet menen. En een dag ik nam die zaal en ik voerde trainen St. Thomas, waar ik geschaft had, te zijn als de wiet dus weer. En dan heb ik nog de weer door. En hij weer interesse. En ik weer ook niet interesse. En zo ik ging tussen hen, ik geef hem de zaal 3 en zei wat er passiert weer. En vroeg hem nog te gaan houden dat ik die zo lang had in mijn heen gehad. En dat was zeer fijn. Want ik moest me duimetje naar hem gaan en te gaan houden vrouwen. Maar de antwoord wat hij had en wat we ons dan kunnen honoreren, dat we zeer schijn. En krijg zo geloof ik als dat vielleicht hier passiert tussen Philemon en Onesimus. Nu in Christ komt 3 en wel dat even meer. En wo staat dat tussen die oder er is een andere mens? De Bibel zegt ons dat als we voor God zijn troon komen kan, dan wanneer we dat dus zo weten dat we er is wat je een andere hand, of dat een andere je een ons er is wat heeft, we zullen van du wegkomen dat is je wel reinmerken en dan gaan we terugkomen. Wo we ons instellen te andere mensen. Als du is wat tussen die of een anderen, wat du wordt, wanneer we even reingemerkt, dat we die hart veel leichter merken, zoals Paulus zegt, dat hij zal hem aannemen en du bij zijn hart veel leichter merken. Wanneer we eens wat in ons gewissen hebben, wat dus jeen ons is, dat maakt dat leven schwer. En dat is veel leichter, wanneer we dat eenmaal kunnen over een weg brengen. En ik geloof, dat is correct wat we hier zijn doen, wanneer Onesimus 3 gaat en dat over ruimte meer. Dan is dat weg. Wat dan niet meer boodschap, dat hij heeft vielleicht eerst wat anders gedaan, of dat hij is weggeraakt. Nog een ding wat mir ganz klar wordt, wenn ich diesen Brief, dat heb ik al een paar Mal gesehen, wenn ich diesen Brief gelesen habe, ist wie als Menschen, wie sind Gott, seine Erschaffung, er hat uns gemerkt, wie wir Gott sehen. Kriegst du gut, wenn du erst was merken das ist dient. Gott hat uns gemerkt, und wie wir sehen. Aber wie randen auch weg. Zum Anfang, wenn es wieder so in den Garten wäre, Adam und Eva, die sind jeden Gott. Und von du wieder, wir würden können sagen, wir haben Gott auch vielleicht erst was euch tun, und von du wieder sind wir weggerannt. Wir weiten dort Adam und Eva, die haben sich diese geschleckt erst wo, wenn es Gott so im Garten jenk, und Gott früh, wo sie wären. Ich glaube nicht, dass Gott das nicht gewusst hat. Gott ist der allmächtige Gott, der weiß alles. Aber doordat dat Adam wordt kan zelf zijn, hier zijn ik. Dat zelfs bekan wat hij had gedaan. Wanneer we dat zelfs bekan doen wat we gedaan hebben, dat merkt dat veel leichter. Ons hart, dat wordt veel leichter. En God geeft hem ook de gelegenheid, zich zelfs te openbaren, dat hij kan zijn wat hij gedaan had. En wie randen ook weg in Jesaja, kapitel 53. In de 6e vers, du leest wie wir alle op dem Ehrenweg, so als Schub. Da jeder seinen eigenen Weg gehen, aber der Herr lädt all unsere Eierrecht sein ab an. Wie wir so Schub, was du so unsere eigene Weg gehen, aber Gott nimmt unsere Schuld, das was wir hatten alles getan, das nimmt er und lädt dort ab Jesus.
Das wo unsere Gerechtigkeit von kommt. Nicht wegen wir erst, was Gott getan haben, aber wegen Jesus haben. Und was sagt Paulus hier zu Philemon? Er sagt, wann er die erst was hat euch getan, oder beschut, oder wann er die erst was schuldig ist, leid dort ab mir. Ich würde das drei tun. So, ich glaube, Paulus und Philemon, die werden sich untereinander gut. Die kennen sich gut. Sie werden Freunde. Aber Paulus sagt hier nu zu seinem Freund, wenn das Jung erst was getan hat, rechnen mir das an, ich würde das betonen. Den seine Schuld ist betont, das war ich. Und kriegst du Gott, hat Gott durch Jesus deine Schuld und meine Schuld auf sich selbst genommen und die betont. Das ist nicht wahr. So wie kann ich zu Gott kommen, das kann alle überein sein. Und das ist wunderbar. Dass wir nicht brauchen verdammt worden, durch unsere Sinn. Wir würden können sagen, dass wir auch annutzbar zu Gott, wenn wir in Wacherland. Wenn wir in unserem Sinn wohnen, oder eier die in Christ wirst, wirst du Gott, nützt du Gott irgendwas Wort? Die würden vielleicht sagen, nee, wir deuten nicht. Wenn Gott kann uns gar nicht so reich brücken, solange wir in unseren Sinnen sind. Aber wenn wir erst wahre geboren sind und wir kommen zu Gott, dann kann er uns brücken. Dann sind wir nützbar. In 1. Petrus Kapitel 2 in der 25. Vers, du lest wie, wils je Erden als verbiesterte Schub, aber je haben je nu abgemerkt, zu den Hort, die über jene Säulen wort. Und lass mich fragen, hast du die abgemerkt zu den Hort? Jesaja sagt, dass wir sind unsere eigene Wege gegangen. So ist ich wel. So habe ich das gehört und so, wo ich so wiedergehen. Das ist, was Jesaja sagt. Aber Petrus sagt, wir haben uns abgemerkt. Und die Frau, was ich habe, hast du die auch abgemerkt zu den Hort, da janst ja wer über meine und deine Säulen worten det. Kriegst du gut aus Onesimus 3 Philemon. Und ich weiß nicht, ob die vielleicht Brei oder erst noch was zwischen sich geschrieben haben. Aber ich glaube ganz rein, so als das Brief geschrieben ist, Philemon, der wird vielleicht sein Träge gehen, oder Onesimus wird sein Träge gehen, Philemon, und wird haben zu Gott holen gefragt. Und dann ist das alle bereit. Hast du das all getan mit Gott? Wir haben Gott auch getan und wir werden ihm schuldig. Und Jesus sagt, leid die Schuld auf mich und dann ist das betont. Und das ist ein wundervoller Ding. In Kolosser Kapitel 2, der 14. Vers, du lest wie dort die Schuld, die je in mir und die wir, der wird ausgestreckt und der Sadel, wo wir können sagen, der wird Kreuz genäht mit Jesus Tod. So, deine Schuld, was du je in Gott hast, wird ausgestreckt und Kreuz genäht mit Jesus Tod. Er hat das betont. Geläuft wie dort, oder sagen wir noch einmal so, der Schub, was wir bloß unsere eigene Wege gehen tun, und dass wir noch einmal uns verstärken tun von Gott. Sind wir nützbar oder sind wir unnützbar? Was sind some Dinge, was wir würden können sagen, was du nützbar sind von dem Christ? In Matthäus Kapitel 6, das ist ein Ding, was ich glaube, das sehr wichtig ist für uns als Menschen. Wegen das ein Ding, wenn wir das nicht tun, das hält uns von vielen Dingen zurück. Und macht uns Leben was viel schwerer. In Matthäus Kapitel 6, in der 14. Vers, du lest wie, wenn die Menschen dort vergeben, wenn die sich jeden Jünd versündigen, wird ein himmlischer Vater Jünd auch vergeben. Aber wenn die andere Menschen ihre Sünden nicht vergeben,
wird jün Fuder, jüne Sünden auch nicht vergeben. Wir haben auch viel gehört, in Zeugnis von Menschen, die so für Jahre besser geworden sind, und haben dort mitgebracht in ihr Hort, dort vielleicht hat irgendwer sich versündigt und die, oder und die Menschen, die ihr Zeugnis haben mitgebracht, und für Jahre haben die dort mitgebracht. Und haben verschiedene Dinge erfahren, Krankheiten, und noch was du fühlst als über ein Wache tun, wenn sie erst haben, dort über reingemerkt. Wir als Menschen, wir als Christen, können dort nicht erfahren, irgendwas mitzudrehen, wo wir nicht wollen, Vergebung nur einen anderen Menschen geben. Der größte Verlust, was wir damit haben, ist dort hier sagt, aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird jün Fuder jene Sünden nicht vergeben. Die Sünden, die ich und du haben, wo wird Gott, ein ziemlicher Fuder, uns zu Gott holen, wenn wir nicht in anderen kennen. Und dort braucht Ferien, dass einer sich mit deinem Mädchen und nun anderen gehen und Frauen uns zu Gott holen. Und dort ist schwer. Aber durch Gott, die Bibel sagt uns, können wir alles tun. Durch Jesus. Der wird uns die Kraft geben. So Vergebung, zu Gott holen, ist ein sehr großes Ding. Ich glaube, wenn wir dort tun, so es Gott uns sagen, dass in sein Wort, dann sind wir nützbar. Das ist ein Ding, was er verlangt hat von uns. In Lukas Kapitel 17, in der 3. Vers, du lest wie Post ab. Wenn dein Bruder sich und die versündigt, dann hol am dort fair. Und wenn dann dort Leid dann verjaf am. Da denke ich, dass so viele Menschen, wenn du erst wer sich versündigen hat, wir sind nicht wirklich den Unterreden davon. Dass du hast mir das oder das getan. Das ist viel leichter, dort zu anderen sein, aber nicht zu den Janschen, wo der Trouble ist. Und dort ist nicht gut, wenn wir einen Menschen anreden, von irgendwas Wort, was du nicht in Port von der Trouble ist, und dass der nicht die Antwort hat dafür, dann hat der Mensch du so nicht verloren. Dort wird so passieren, dass zwischen mir oder die, oder zwischen die oder einen anderen. Das ist zwischen jünd. Und das, was uns dort hier sagen hat. Wenn sich du wer versinnig hast, hol am dort fair. Wenn am dort Leid ist, dann verjaf am. Das ist doch nicht, was wir mit Gott tun. Wenn wir etwas Arbeit tun, wir kommen zu Gott und wir freuen uns zu Gott holen. Und das ist wundervoll, wo der Heilige Geist, Jesus sagt, wenn es heute im Himmel fuhr, er würde den Heiligen Geist schicken, wo er uns wohnen, und er würde uns leiten in sein Wort. Irgendwann wieder auch Gott weiten. Aber wenn wir erst was an Arbeit tun und wie Gott sein Wort lesen tun, auf einmal hast du der Geist, der schaffen uns Hort und speckt uns. Du hast was in dein Hort, was du nicht Gott hast. Gut merkt das immer rein. Der Geist, der hält uns dort auch fair. Und wenn uns dort dann Leid ist, und wir Frauen haben, nur Vergebung, Gott, der vergibt uns. Kriegst du es wie andere Menschen sagen, wenn die nach uns kommen. In Galater, Kapitel 6, hier ist noch ein Ding, was, glaube ich, wo wir als Christen können nützbar sein in Gottes Reichtum. Ich habe mich gewundert, wenn wir irgendwo am Highway fahren, wie sind die Sands? Was du so sagen, dass wir sollen wahrer geboren sein. Oder die Frau und die Frau, best du reut, wenn Gott wird zurückkommen. Ich glaube ganz rein, dass meiste von den Menschen, die du nicht Christen sind, aber die junge Menschen, die von dir alle in Raum sind, die kann nicht viel
von dem Gott, was wir dann anbeten. Und ich glaube, bloß so eine Sens ist für abstellen, das liegt nicht hart mehr. Aber viele Menschen, die wissen nicht, was das bedienen hat. Die sollen wahrer geboren sein. Oder sei jeder, Gott wird bald zurückkommen. Die wissen nicht, von was der Krieg reden hat. Ich glaube, viele Menschen, die junge Menschen, die sind so abgewachsen, wo viele Älteren, die können ja noch gut gelehrt haben, wer Gott ist. Viele Menschen, die sind ganz äußerlich, wenn es so eine Dinge kommt. In Kriegsgebot, als wir lesen in Apostelgeschichte, Paulus, der wieder auf einer steht, und die kriegt sich rum, nur all die Jahre, was die Menschen anbeten dürfen. Und du wie ein Stein, du wirst euch lernen, den Gott, was du keinen Namen hast. Und wenn es heute anfängt zu predigen, heute fängt von 1. Mose an. Und es reden Menschen, wer Gott wir und warum Jesus gekommen wir. Viele Menschen wissen nicht, wer Jesus ist oder warum der gestorben ist. Und ich glaube, du und ich als ein Christ, der beste Weg, was wir können beweisen, dass du erst was anderes ist in uns Leben, ist in der zweiten Vers hier in Galater, Kapitel 6, du sagst dort, halbt einer dem anderen seine Lust drehen und du euch tun, was Christus sein Gesetz verlangt. Weil wenn irgendwer denkt, dass das mit ihm was ist, den wird dort doch nicht, wann dort doch nicht ist, der schämt sich selbst an. Wo bist du nach Gott gekommen? Ich denke, wenn ich denke, wo Gott mir Musik tragen wird, ich denke an die verschiedenen Dinge, die ich von Gott hören wird, wo viel Leben der hat für einen Menschen, was du in Sinn ja wir. In Römer, ich glaube, das ist in Römer Kapitel 2, der 4. Vers, du liest, wie dort, so gut als Gott ist, wenn wir dort sein tun und dort bekennen, dort bringt uns, was wir uns demütigen tun für Gott. Bist du andere Menschen gut, so als diese Vers gesagt hat. Dass du Liebe bewiesen an andere Menschen, nur Christen oder was du auch nicht Christen sind. Sind die Menschen darum die, was du erst Bedürfnisse haben, wo dort erst was fehlt. Ich glaube, das ist die geradste Weg, wo wir können ein Vorbild sein für Gott, wenn wir dann Liebe bewiesen zu anderen. Wenn das, was Gott zu uns getan hat. Wenn wir nach unseren Sünden wehren, sagt die Bibel, dann schenkt Gott sein Sehen für uns, für die und für mich. In der 10. Vers, du wen soll wie, so verken als wie Gelegenheit haben, und alle Menschen Gute zu tun. Und besonders an die mit uns im Glauben stehen. Wir sollen Gute tun zu anderen Menschen. Wir wissen alle die Geschichte vielleicht, von wo das ein Mensch auf dem Weg wäre, und diese wären, Mörder, was diese Armen verschlungen und stehlen alles, was sie hatten, und Leuten haben diese Lehen verdaut. Und wir wären im Poststück, wo diese vorbeiging, und kickten haben das an, aber gingen wieder. Und auf einmal hast du, wie du das Samariter, wo du zwischen all den Menschen, die Samariter und die Juden, du wären alle Sorten Dinge, wo du zwischen ihnen wären, sie können sich nicht gut leiden. Aber das Samariter, die nahm Zeit, und die sehen seine Wunden bracht am Wuhan, und die haben diese Bedein. Und ich glaube, dort fehlt von der und da an meiner Samariter, was du so Gutes tun, einer zu dem anderen. Wenn wir nicht tun, was nützt Gott uns dort? Oder sei wie nützbar zu Gott, wenn wir das nicht tun? Ich glaube, wir würden verlangen, dass Gott würde von uns sagen, dass dort ist ein nützbarer Arbeiter in meinem Reichtum. Oder dort ist eine nützbare. Oder eine Früh ist. Bist du nützbar oder unnützbar in Gott sein Reichtum? Wo immer Gott die hat hergestellt. Mein Gebet würde sein, dass Gott die die Weisheit geben,
dort te doen wat hij van die verlangde. En deze Geschichte is een brief wat we hebben van Paulus. Ik glaube, es ist vielleicht das beste Bild, was wir diese von Ried nehmen können, ist, dass wir noch wachgeran von Gott. Und wir sind vielleicht 3 nur im Hort gekommen, die wird über unsere Säulen warten, und unsere Schuld ist betont. Jesus hat auch gesagt, die Schuld, was ich habe, leidet auf mich, und nehme am an, so als wenn das ich selbst sei. Wo waren eigentlich die noch mal im Himmel nennt jen? Want als worden Frauen bij de poort, wo wir sagen, dass ich immer gut gewesen und ich habe viele gute Dinge getan, dort wird nicht genug sein. Aber wir können sagen, dass durch Jesus Christus sein Blut, was er am Zeit getan hat, ich habe einen Glauben an dort, das ist das einzige Ding, was uns wird im Himmel nehmen bringt. Durch was Jesus getan hat, für die und für mich. Bist du al 3 nu den Hort gegaan? Oder bist du noch einmal am Weg nu voort von Gott? Wir bleiben nutzbar sein in Gott sein Reichtum. Und was immer Gott uns wiesen hat zu tun, wir dort tun, was er verlangt hat. Und je mehr wir dort tun, ich glaube, je mehr wird Gott uns wiesen und wird sich stark bewiesen in und durch uns Leben, von wo Gott er ist. Wir noch zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir diesen Samarias, für wie Gott du bist zu uns. Ich danke dir, dass du uns hast so eine große Liebe bewiesen, dass wenn wir noch in unseren Sünden wären, du hast ihn sehen geschickt, dass er unsere Sünden auf sich selbst nehmen und uns jetzt genäht lassen. Und ich bete, himmlischer Vater, wenn hier ist, wer ist, wer sich dort noch nicht bestohlen hat und dort angenommen, dort von der, wo die Tag sind, wo wir würden in den Reichtum kommen. Ich bete für jeder meint, dass du musst uns die Weisheit geben, was dir fehlt, zum zu weiten, als du erst was ist, zwischen uns oder einen anderen. Und ich bete auch, dass du uns die Kraft geben, was uns fehlt, um dort gehen und übereinmerken. Sodass wir können uns einig sein. Und taub mit einem Yes, taub kommen in Gemeinschaft haben. Mein Vater, ich bete, dass du uns sehen, als wir wieder gehen in diesen Tag. Und dass die Namen wird herrlich werden durch uns Leben. In Jesus' Namen. Amen.